Guten Morgen miteinander zum dritten Tag unserer Worship- und Gebetsserie, die wir diese Woche machen. Ich freue mich, dass du heute zugeschaltet hast. Und das Thema heute ist Worship und Hoffnung. Licht in schwierigen Zeiten. Ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben. In herausfordernden Momenten brauchen wir Hoffnung, die uns trägt. Worship hilft uns, den Blick auf Gottes Treue zu richten und neue Zuversicht zu schöpfen. Eine Hoffnung, die uns trägt. Es gibt ja verschiedene Hoffnungen und gewisse Hoffnungen, da merkt man später, oh, das hat nicht so richtig, in der Schweiz sagen wir, verhebt. Es hat nicht getragen, es hat nicht gehalten. Und mir kommt da einfach die Geschichte in den Sinn, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt von zwei Männern. Einer baut sein Haus auf sandigen Grund, weil es muss schnell gehen, es ist günstiger, vielleicht ist es auch nah am Strand, sieht schön aus und so weiter. Und dann kommt der Sturm und fegt alles weg und das ganze Haus wird weggeschwemmt, weil das Fundament nicht trägt. Der andere Mann, der baut sein Haus auf dem Felsen und derselbe Sturm kommt auch über dieses Haus. Finde ich noch interessant. Auch wir als Christen sind nicht verschont von den Stürmen des Lebens, aber das Fundament trägt und das Haus geht nicht kaputt. Mein Lebenshaus, und ich hoffe auch dein Lebenshaus, ist gebaut auf dem Fundament von Jesus Christus und der verhebt. Amen. Es gibt ein ganz bekannter Quote von Luther, Martin Luther. Er hat gesagt, und man sagt, er hat gesagt, dass wenn morgen die Welt untergehen würde, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich habe immer dieses Zitat ein bisschen merkwürdig gefunden, weil, wenn morgen die Welt untergeht, wer würde denn bitteschön noch ein Apfelbäumchen pflanzen? Das macht doch total keinen Sinn. Aber ich glaube, ich habe etwas verstanden. Hoffnung ist etwas, das zutiefst in der DNA Gottes drin ist. Wir lesen in Klageliedern 3 und schon der Titel von diesem Buch aus der Bibel sagt ja, da wird viel geklagt. Da scheint etwas nicht in Ordnung zu sein in dieser Situation, in diesem Leben vom Propheten, der da schreibt. Und mitten in den Klageliedern, wirklich beinahe in der Mitte vom Buch drin, Kapitel 3, Vers 21 bis 23, schreibt der Psalmist Folgendes. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Jetzt pass auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Ich liebe das. Und dann kommt mir noch ein Gedanke in den Sinn. Hast du gewusst, dass Gott 2 Wohnsitze hat, sagt die Bibel. Wir lesen in Jesaja 57, dass Gott wohnt in der Höhe. Das ist ja logisch. So, von dem gehen wir aus. Er wohnt in der Höhe, er wohnt in Pracht, er wohnt in dieser Majestät oder welche Worte die auch immer in den Sinn kommen. Und dann wohnt er aber auch, sagt Jesaja 57, bei denen, die traurig und bedrückt sind. Gib dir das mal. Dein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der wohnt auch bei denen, die ein bedrücktes, trauriges Herz haben. Das heißt, wenn wir durch schwierige Täler gehen, dann ist Gott genauso da, wie wenn du ihm Danke sagst, wenn du sagst, Gott, jetzt läuft's mal wieder so richtig. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute deinen Blick wegnimmst von deinen traurigen Umständen. Wir haben ja schon am Montag davon gehört, dass eben dein Leben nicht so sehr deine Happiness, deine Glückseligkeit nicht so sehr abhängig ist von deinen Umständen, wie du vielleicht denkst, sondern viel mehr zu tun hat mit deiner inneren Einstellung dazu. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du diese Nähe Gottes erfährst, wenn du eben genau so ein bedrücktes, trauriges Herz hast. Dann möchte ich dir sagen, there is always hope. Es gibt immer Hoffnung. Und komm, wir schließen unsere Augen für einen kurzen Moment und horchen einfach in uns rein, was der Heilige Geist dir heute Morgen sagen möchte. Ich spiele ein paar Takte auf der Gitarre und du kannst einfach hören. Und ich sage, Jesus, wenn du wirklich bei denen wohnst, die traurig und bedrückt sind, wenn es wirklich stimmt, dass jeden Morgen deine
Treue, deine Gnade und deine Güte wieder neu sind für mich, dann möchte ich das heute erleben. Und ich bitte dich für jede Person, die jetzt mit mir hier ist, dass wir das erleben können. Deine Treue, deine Güte hört niemals auf. Füll diesen Raum. Danke, bist du genug? Deine Liebe trägt wie ein starkes Fundament, auf dem ich baue. Durch. Gib dem Heiligen Geist Raum. Lade ihn ein, dir eine Perspektive zu geben, die darüber hinausgeht, was du gerade fühlst oder lebst. Ich versichere dir, Hoffnung ist immer da, wo Gott ist. Wir wollen zusammen diesen Song singen, hier ist mein Herz, wo du Gott dieses Herz hinhalten kannst. Und er hat versprochen, dass er dir begegnet, wenn du ihn suchst. Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker. Hier ist mein Herz, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Oh, deine Liebe bleibt bestehen, jeden Tag. Oh, deine Liebe bleibt bestehen. Oh, denn du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Ich möchte dir diesen Vers nochmals vorlesen, aus Jesaja 57, Vers 15 bis 16. Lass das tief reinsinken in dein Herz. Ich, der hohe und erhabene, der ewig und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut. Und ich erfülle sie wieder mit Hoffnung. Ich will sie nicht ständig anklagen und nicht für immer zornig sein, nein, denn sonst würden sie vergehen, die Menschen, die ich doch selbst geschaffen habe.
Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Du bist heilig, Jesus, du bist heilig. Du bist anders, du bist gut. Kling dich ein in diese Wahrheiten des Himmels. Glaube ihm, wenn er sagt, dass er bei dir ist und dich nicht verlässt. Du bist da, jeden Tag. Lass mich nicht allein, jeden Tag. Du bist bei mir, jeden Tag. Du bist bei mir, jeden Tag. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Mit diesem Gedanken, mit diesen Worten schicke ich dich in den Tag. Seine Liebe bleibt bestehen, ist ein fester Grund, ein Fundament, das dich bis in die Ewigkeit trägt. Das ist dein Gott. Be blessed. Und wir sehen uns wieder morgen. Tschüss.